Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Folgende Sachen haben wir heute für euch. Am zweiten Thementag von Guthaben bewegt sind wiederum spannende Persönlichkeiten dabei gewesen. Der Fall Credit Suisse mit Bezug auf die regionalen Banken und die Autobetschen AG hat schon bald einen neuen Showroom. Zuerst schauen wir jetzt aber mal auf die News vom heutigen Tag. Mehr als 1000 Rettungen in weniger als 2 Monaten. Die 1000. Rettung ist dieses Jahr bereits am 25. Februar verzeichnet worden. Ein neuer Rekord, wie die Verantwortlichen von Air Glacier mitteilen. In den letzten Jahren ist das nie vor März erreicht worden. Es entspricht durchschnittlich 17 Einsätzen pro Tag. Eine Magic-Bilanz. Deutlich weniger Besucher auf der Hohen Matte. Das Wetter hat am Wochenende für einen bilderbuchmässigen Abschluss der Eislaufsaison in Interlaken gesorgt. Die restliche Saison ist unter wesentlich schlechteren Sternen gestanden. Der Bundesrat hat heute eine Pressekonferenz abgehalten. Angesichts der fortschreitenden Militärintervention Russlands in der Ukraine hat der Bundesrat beschlossen, die Sanktionen der EU zu übernehmen. Der Angriff Russlands gegen ein unabhängiges europäisches Land, die Ukraine, ist ein Angriff auf die Souveränität, ist ein Angriff auf die Freiheit, ein Angriff auf die Demokratie, ein Angriff auf die Zivilbevölkerung und auf die Institutionen eines freien Landes. Das ist völkerrechtlich nicht hinzunehmen, das ist politisch nicht hinzunehmen, das ist moralisch nicht hinzunehmen. Der Bundesrat hat heute deshalb beschlossen, die Sanktionen der EU vollständig zu übernehmen. Im Klartext. Die Schweiz übernimmt die Sanktionspakete der Europäischen Union vom 23. und vom 25. Februar. Die Vermögen der gelisteten Personen werden ab sofort gesperrt. Auch die Finanzsanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, Premierminister Mishustin und Außenminister Lavrov. Der Bundesrat hat die Neutralitätsfrage in diesem Lichte überprüft. Einem Aggressor in die Hände zu spielen, ist nicht neutral. Als Vertragsstaat und Depositarstaat der Genfer Konvention sind wir den humanitären Geboten verpflichtet und dürfen nicht zusehen, wie diese mit Füßen getreten werden. In den nächsten Tagen liefert unser Land rund 25 Tonnen Hilfsgüter an der Grenze zwischen Polen und Ukraine. Wir unterstützen das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in der Ukraine und den Nothilfefonds, den die UNO eingerichtet hat. TV-Koryphäe Kurt Eschbacher hat am zweiten Thementag von Guthaben bewegt sehr spannende Persönlichkeiten zu Gast gehabt. Die Skirennläuferin Maite Nadig, der Velopapst Thomas Pinkeli und der Filmemacher Menk Rufibach haben über ihr Leben berichtet. Meine Kollegin Gina Krückli weiss mehr. Jetzt der heutige Tag, die 3 Leute, haben die jetzt auch Spuren bei Ihnen hinterlassen? Ja, ich gehe jedes Mal, wenn ich so ein Gespräch führe, eigentlich ganz beschwingt hey. Ich habe immer Angst vorher, dass ich nicht länge, dass ich vielleicht keinen Zugang finde zu den einzelnen Menschen. Aber was ich mitnehme, ist einfach auch genau das, was eigentlich so eine Begegnung soll. Die Offenheit, einfach zu hören. Gar nicht sich wichtig zu nehmen. Fragen zu stellen, die wir viel zu wenig machen in unserer Gesellschaft. Und bereit sein, Zeit sich zu nehmen, eine Antwort zu reflektieren und die zu passieren, wo man gar nicht weiss, wie sie dann vielleicht rauskommt. Also darum gehe ich jedes Mal, wenn ich so etwas erlebt habe, ganz zufrieden heim. Ja, das Ganze hat Spuren hinterlassen bei mir. Vor allem, wenn ich sehe, Marie-Therese Nadig oder auch Dömmel, dass das Kaliber sein was jenseits von meinem Arbeiten je kann sein. Und das ist schon beeindruckend. Und genau wegen dem machen wir ja auch Filme, für so Leute zu zeigen.
Das sind wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten. Und das hinterlässt Spuren bei mir. Ja, es hat mich sehr gefreut, hierher zu kommen. Ich durfte wahnsinnig viele Leute lernen kennen, neue Leute lernen kennen. Und muss halt schon sagen, die rauche Gegend hier, wie viel Schnee es hat, wie viele Felsen es hat, aber vor allem auch in diesen Stollen können sein, wie mächtig das ist, wie innovativ das ist, dass man das hier gemacht hat. Das sind für mich schon wahnsinnig eindrückliche Momente in diesem Stollen können sein. Was haben Sie jetzt in der Zukunft vor, noch für Spuren zu hinterlassen? Ja, ich glaube, jetzt im Alter sollte man eigentlich den Tag geniessen und somit, ob es noch Spuren gibt oder keine Spuren gibt, ich glaube, das sei dahingestellt. Aber so Schneespuren hinterlassen Sie sicher schon noch? Ja, ich gehe schon noch Skifahren, aber ich gehe Skifahren, wenn es schön Wetter ist. Ich bin jetzt ein Schönwetter-Skifahrer geworden. Spuren hinterlassen haben auch die kürzlich veröffentlichte Recherche von mehreren Journalisten im Fall Credit Suisse. Das zweitgrößte Geldinstitut der Schweiz soll über Jahre hinweg mutmaßliche Kriegsverbrecher, Menschenhändler und Drogendealer als Kunden akzeptiert haben. Der Frage, wie man solchen Vorkommnissen vorbeugen kann, ist der Ben Ablecken nachgegangen. Es geht um einen Fall von der CS, der ja in der Schlagzeile ist im Moment. Es gibt viel zu reden, viel zu diskutieren. Was löst der Fall bei euch persönlich aus? Was für Gefühle? Das ist natürlich sehr schade für den Finanzplatz Schweiz. Wenn wir so starke, so gute Vorschriften, die wirklich greifen, wo die Revision wirklich sehr, sehr tief runtergeht, insbesondere jetzt in einem Institut in unserer Grösse, kann ich es sehr gut beurteilen. Und darum ist es einfach schade für den Finanzplatz Schweiz, wo natürlich andere Länder auch gerne so einen attraktiven Platz hätten. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Solche Fälle, die ich jetzt ein paar gelesen habe von CS, sind bei EKI gar nicht möglich, weil wir haben keine ausländischen institutionellen Kunden, juristische Personen. Wir haben Heimweh-Schweizer, wir haben ein paar Ausländer, die hier Ferienwohnungen haben, ein Eigenheim haben. Insofern solches kann nicht passieren. Wenn wir jetzt rein hypothetisch reden und es wäre jemand schon Kunde, der vielleicht, sagen wir mal, in illegale Geschäfte verstrickt ist, wie geht man denn vor? Würde man vorgehen? Wir haben ein Verteidigungsdispositiv, das wir mit normativen Reglementen, Weisungen, Aufsicht, Compliance, Transaktionskontrolle wirklich schauen, dass wir nicht in irgendeinen Schlamassel hineinkommen. Und diese Regeln gelten für alle Banken. Der zweite wichtige Punkt ist, wir haben keine negativen Anreizsysteme, dass irgendjemand weiss nicht, die hohe Erfolgsbeteiligung bekommt oder das nachher die schlechten Geschäfte macht. Die Kunden stehen auch bei Auto Betschen AG im Mittelpunkt. Im bald neu entstehenden Showroom in Thun Nord möchte das Familienunternehmen den Kauf von ihren vielfältigen Kia-Modellen künftig noch emotionaler gestalten. Der Patrick Schmidt berichtet. Wir glauben daran, dass man ein Erlebnis schaffen sollte. Ein Autokauf hat immer etwas mit Emotionen zu tun. Und das würden wir eigentlich gerne hier verbinden. Also wir würden gerne wollen, dass der Kunde von morgen ein Erlebnis bekommt, wenn er hier aufs Areal kommt. Seit letztem Jahr haben wir die Automarke Kia übernehmen. Und jetzt wird hier auf diesem Areal ein neuer Showroom entstehen mit dem neuen Kia CI. Es wird ein neues Interieur geben, es wird eine neue Identifikation geben für die tolle südkoreanische Marke. Kia Sportage ist das ideale Fahrzeug für Familien, die gerne ein bisschen höher fahren, die Allrad haben müssen, die gerne einen Automat haben, die aber sagen, ich will gerne ökonomisch unterwegs sein. Können wir mit diesem Auto, wir haben 230 PS Systemleistung, man muss das Auto nicht einstecken, trotzdem können wir elektrisch fahren mit geringen Geschwindigkeiten und brauchen 6,6 Liter nach WLTP. Für eine 1,7 bis 1,8 Tonnen Leergewicht mit Allrad. Da kann man gewiss nichts sagen.
Das Fahrzeug lässt sich mit der Fernbedienung vorwärts und rückwärts bewegen. Wenn man mal irgendwo eng ein bisschen zugeparkt wird und die Tür nicht aufmachen kann, dann kann man ein bisschen vorfahren mit der Fernbedienung. Das kann ich sonst gerne zeigen, wie das funktioniert. Es gibt wie einen Mix. Vielleicht gibt es alternative Motoren, die man brauchen kann, um einfach den Verbrauch ein bisschen zu reduzieren. Aber die Vielfalt von Kia macht es eigentlich aus. Also Kia hat vom Plug-in-Hybrid zum Vollhybrid zum Elektromotor alles abdeckt und ich sage jetzt mal Wasserstoff schon in der Tasche. So, das wäre es gewesen. Um gerade beim Thema Auto zu bleiben, ob ihr morgen mit dem Cabrio unterwegs sein könnt, das verraten euch gleich Kollegen von Meteo News. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und die ganzen Artikel über sich gibt es bei uns online im E-Paper oder auf jungfrauzeitung.ch. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen. Ich grüße Sie heute mit viel Sonne aus Thun. Ja, und das sonnige Wetter haben wir einem Hoch über der Ostsee zu verdanken, der im Moment für unser Wetter verantwortlich ist. Wir befinden uns hier dabei im südlichen Bereich vom Hoch in einer Beisenströmung. Der Hochdruckeinfluss geht noch bis am Freitag weiter. Erst am Samstag dürfte dann aus Westen wieder ein bisschen feuchtere Luft zu uns einfließen. Nach einer sternenklaren Nacht starten wir am Dienstagmorgen in meteorologischen Frühling mit viel Sonne. Dazu messen wir ca. -3 Grad von Thun bis nach Interlaken und in Grindelwald dort wachen wir zu -7 Grad auf. Auf den Nachmittag ziehen dann ein paar harmlose Schleierwolken rein und wir erwarten einen weiteren Tag mit wunderbarem Wintersportwetter. Dazu messen wir am Nachmittag rund 7 Grad in Meiringen und bis zu 4 Grad in Adelboden. Und sehr freundlich geht es vorerst auch weiter. Am Mittwoch und Donnerstag ist es trotz zeitweise ein bisschen dichteren Wolkenfelder recht sonnig. Mindestens bis am Samstag befinden wir uns unter Hochdruckeinfluss und wir erwarten dann erst am Sonntag eventuell wieder ein paar Wolken mehr am Himmel. Sonst kann man sagen, dass die Woche eine geniale wird fürs Frühlingsskifahren. Wir erwarten in den Bergen viel Sonne und eine tolle Fernsicht. Geniessen Sie das schöne Wetter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und bis gleich wieder. Ade miteinander.